So Leute, es geht weiter mit Part Z von Zelda Skyward Sword. Und diesmal haben wir natürlich einige wichtige Dinge zu besprechen, nicht wahr? Aber erstmal wähle ich den Vulkan Eldin aus. Als nächste Sirenstrecke. Und konzentriere dich. Ja. Gut, also. Es ist jetzt Pfingstmontag, ja. Ich mache diese Aufnahme wieder am Pfingstmontag. Das heißt, ich habe eure Kommentare, zumindest mal sehr viele Kommentare, bereits gelesen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt oder auch etwas erstaunt, dass es doch so viele unterschiedliche Antworten gab. Doch, dazu kommen wir gleich. War zuerst schon wieder. Doch, da oben? Alter Falter. Ja, dazu kommen wir gleich. Wenn ich hier ein bisschen mehr Luft habe, nicht wahr? Aha, du triffst mich nicht. Und tschüss. Blindschleicher, du Doofi. Egal. Gut. Was sollte ich vielleicht doch noch erwähnen? Ah doch, etwas will ich noch gut ausprobieren! Aua! Seelenfeuer ist nicht gut für den Arsch. Gut. Wenn wir das auch geklärt, darunter kann ich aber trotzdem. Ich werde das jetzt schon machen. Ja, bevor ich es noch vergesse, dies wird der letzte Part von Skyward Sword sein. Ihr habt richtig gehört, es wird auch keinen Part mehr betreffend Heldenmodus, Bonus und so geben. Wieso? So komme ich gleich noch. Aber erstmal kurz hier. Das Finsterhalbmond einsammeln. Ach, das muss sein. Tsching, tsching. Gut. Die Bestzeit schlägt zwar auch jetzt nicht auf, aber ja. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Genau, hier unten hat es noch einen. Und einfach nicht vergessen. Ich bin der Spezialist darin, etwas zu vergessen. So, eure Antworten betreffend dem nächsten Spiel, beziehungsweise dem nächsten Zelda-Spiel, das am 4. Juli starten wird. Ihr habt da einige Kommentare geschrieben. Sehr viele, muss ich sogar sagen. Vielen Dank dafür. Und einige waren doch, muss ich sagen, ein bisschen erstaunlich. Also, zum Beispiel, dass ihr sehr oft Link's Awakening genannt habt, sehr oft Skyward Sword Heldenmodus, aber auch einige Mal Ocarina of Time 3D. Also, ich muss sagen, es hält sich so die Waage. Da war ich ein bisschen erstaunt, weil ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es klar sein würde, welches Zelda kommen wird. Aber gut, ich will euch nicht länger auf die Probe halten, beziehungsweise nicht länger hinhalten natürlich, so will es richtig heißen, sondern wir kommen gleich direkt dazu. Ocarina of Time 3D. Ist es nicht? Nee, es ist nicht Ocarina of Time 3D, auch wenn es, wie ich mir denken könnte, viele von euch wünschen würden. Ist ein cooles Spiel und so weiter und so fort, aber da gäbe es zwei Punkte, die dagegen sprechen. Zum einen zocke ich gerade noch Master Quest. Und gleich darauf die 3D-Version zu bringen, wäre ein bisschen seltsam, finde ich. Wow, kannst du einen Seitwärtssalto hier. Link ist mal hoch. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ein bisschen seltsam. Jetzt müssen wir ein bisschen beeilen hier. Wie gesagt, der nächste, dort drüben. Wo springst du eigentlich hin, Link? Nicht dort, wo du eigentlich solltest, so viel ist klar. Und wir rennen die Zeit dort bauen. Ja, seh mich doch, ist mir doch jetzt gerade Schnurzpiep egal. Sowieso gar keinen in der Nähe. Und so jetzt ein bisschen spannender. Ja, spannender. Okay, Link, wenn ich bitten darf, du musst dich ein bisschen beeilen. Bedrohung. Kommt nach gerade jemand. Au, da, ey, ich hab gar nicht losgelassen, hallo? Oder das B, oder ist der B-Knopf neuerdings auch für loslassen? Haha, daneben, zu spät, egal, gut. Ja, Ocarina of Time 3D ist es nicht. Wenn sich vielleicht einige sind es vielleicht enttäuscht, aber war ja eigentlich mehr oder weniger klar, dass es nicht Ocarina of Time 3D sein kann, oder? Zum einen habe ich noch gar nicht die Technik dazu, um 3D, also um das Spiel, sage ich jetzt mal, die 3D-Emulation richtig hinzukriegen. Aber das kommt ihr vielleicht auch noch. War jetzt der schon wieder? Das Springen? Nö, das klappt doch nie im Leben. Könnte doch klappen. Mann. Ja, jetzt zurück. Gut. Zum ersten Spiel. Was könnte es sonst noch sein? Zelda Skyward Sword, der Heldenmodus. Ist es auch nicht? Nein, falsch! Es ist der Heldenmodus! Ja, deshalb habe ich ja auch vorhin gesagt, dass wir kein Part mehr hier bei Zelda Skyward Sword sehen werden. Wieso? Ganz einfach, weil der Heldenmodus startet. So, das Großgeheimnis ist endlich gelüftet, hey. Ja, und dass das noch so viele auf Link's Awakening getippt haben, bin ich überrascht. Also, ja gut, also muss ich sagen, Link's Awakening ist nicht
Ich finde sie nicht schlecht oder so, aber es ist nicht gerade mein Lieblingsspiel. Von daher dürfte man damit eher weniger rechnen. Ach du Scheiße, kann ich denn da schon darüber? Wie war denn das schon wieder? Ich hatte doch gar kein... Ach so, darüber. Ja, jetzt sehe ich es gerade. Ja, wie gesagt, Link's Awakening nicht so mein... Ich sage jetzt mal Gebiet, nicht wahr? Aber... wird sicher auch irgendwann noch Let's Play. Genau. Zurück zum eigentlichen Thema. Der Heldenmodus wird Let's Play. Viele von euch haben es ja gewünscht, vor allem damals, als Skyward Sword mit Part 92 eigentlich zu Ende ging, nicht wahr? Haben viele gesagt, ach nö, mach den Heldenmodus und so. Und ich habe gesagt, nee, es reicht jetzt und bla bla bla. Aber, um ehrlich zu sein, ich hab's vermisst. Ich hab die ganze Atmosphäre hier, das ganze Spiel, ich habe einfach alles vermisst. Und da dachte ich mir, komm, zum Einjährigen kannst du es nochmal bringen. Bringst halt nochmal Skyward Sword, dafür diesmal im Heldenmodus. Und ich mache sogar noch ein bisschen spannender. Sprich, ich versuche einen 6-Herz-Run. Genau, ich werde keine Herzteile sammeln, keine Herzcontainer. Obwohl, das stimmt nicht ganz, also muss ich gleich noch mehr dazu sagen. Ja, ich mache es ein bisschen schwieriger, wie gesagt. Nur mit 6 Herzen wird das Ganze durchwaschen. Und ich weiß, es werden sich einige sagen, ja, das geht doch noch schwerer und wieso machst du nicht so und so. Also, bei Skyward Sword kann man ja... Ich glaube, es würde schneller gehen, wa? Wow, Alter. Gut. Wie bereits gesagt, bei Skyward Sword kann man das Ganze noch schwieriger machen. Und zwar, indem man zum Beispiel keine Tränke mitnehmen würde, also keine Flaschen oder keine Medaillen nehmen würde. Oder auch, was gibt's eigentlich sonst noch? Jetzt nichts mehr, wa? Hier war doch was in dem Floß. Nee, dann war das was anderes. Ja. Was gibt's eigentlich sonst noch? Genau. Keine Schilde mitzunehmen, wäre auch eine Variante. Dazu muss ich allerdings sagen, ich hänge sehr an dem Schild, von daher... ja. Ich meine, ein Zelda-Spiel ohne Schilde zu machen, das... ja... wäre sicher eine Herausforderung, das garantiert, aber das hätte für mich einfach nichts mehr mit Zelda zu tun, versteht ihr? Zelda ist für mich eigentlich immer mit Schild und Schwert bewaffnet zu sein. Von daher... Autsch, verbrenne mir erstmal den Po. Ja. Vielleicht mache ich zwischendurch mal, dass ich ein Schild ablege oder so, aber ich werde garantiert immer einen dabei haben, weil das gehört bei mir einfach zum Zelda-Spielen dazu. So, jetzt muss ich mich doch noch ein bisschen konzentrieren. Dankeschön. Ich dachte, da oben jetzt auch noch einen. Hab mich gerade verguckt. Wäre die andere Variante. So, jetzt müssen wir zuerst mal hoch, war. Ich habe noch 5 Stück, die müssen eigentlich alle oben sein. Hoffe zumindest. So, und was noch das mit den, keine Tränke und keine Medaillen betrifft. Tränke werde ich garantiert dabei haben, das könnte sowas von sicher sein. Ja, dann ist doch noch was. Hab ich vorhin übersehen. Schon alleine deshalb, weil es ohne Herzmedaille im Heldenmodus nicht möglich ist, an Herzen zu gelangen. Ihr habt richtig gehört, das ganze Spiel über wird es keine Herzen geben, außer man hat eine Herzmedaille dabei. Dann gibt es doch noch ab und zu ein paar. Zumindest hieß es mal so. Das war eine Abkürzung, oder? Schon so lange her mit den Seiren, hey. Ah, stimmt, hier war noch was. Blöpp. Der nächste Finsterhalbmond. Hier verbrenne ich mir zum Glück nicht den Arsch. Nicht wahr, nicht wahr? Mhm. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, keine Tränke, oder? Nein, bei den Medaillen waren ja Herzmedaillen, genau. Und deshalb, da es ja keine Herzen gibt, und man die erste Herzmedaille sowieso erst ab dem 3. Tempel oder so findet, würde ich mal sagen, dass die Tränke sehr, sehr notwendig sind, vor allem die Herztränke. So. Ich muss kurz... Oh nein, da hinten ist noch einer. Hab einen übersehen! Oh. Ja, sorry, Link. Und der Grund, warum ich es nicht ohne Herzmedaille mache, ist derjenige, weil ich sonst... Das betrifft halt vor allem den späteren Spielverlauf, müsste ich dauernd hin und her rennen, wenn es halt darum gehen würde, mich wieder aufzufrischen. Mal angenommen, ich würde... Nein, 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 nein! Verdammt, 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 verdammt. Da voll vorbeigerasselt, hey. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein Riesenproblem, hey. Riesen, probieren Sie diesen? Nö, keine Zeit. Nö. Ah, so viel zur No Concentration, wa? Ja, wie bereits gesagt, ohne Herzmedaille, das heißt, wenn ich keine Herzen finden würde,
müsste ich ja dauernd zurückrennen, um die Flasche aufzufüllen und so weiter und so fort. Das wäre mir dann doch zu mühsam. Weil auch wenn ich den Heldenmodus ein bisschen schwieriger spiele, wow, ich will trotzdem noch, sagen wir, das Gefühl haben, dass ich es in relativ Ruhe und vor allem genießen kann, das Spiel zu spielen, nicht wahr? Ja, das ist mir klar. Aber bis die hier runterkommen, bin ich sowieso schon längst über alle Berge. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Ah doch, das war klug. Hä? Hey, ich hab drauf! Okay. Das Spiel verarscht mich gerade. Kommt ja auch hier hoch. Ja, es wird spannend. Ja, es wird spannend. Hallo. Uah. Er ist hier. Alle Mann zu mir. Ja, das kannst du vergessen, ey. Alter, ist das schnell. Ja, wie gesagt, es bleibt spannend. Hilfe! Hilf mir doch mal einer. Wieso klappt es plötzlich nicht mehr mit der Steuerung? So, ja, ich will das Spiel genießen. Genauso in etwa wie das hier, nicht wahr? Ist noch einer? Der ist bereits abgehauen. Ich glaube, der ist bereits da unten, oder? Das heißt, es kommt mir vermutlich gerade entgegen. Wow, Hilfe, der ist hinter mir. Vor mir ist auch noch einer. Hä? Die Steuerung funktioniert nicht mehr. Oh oh. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen laut, sorry Leute. Irgendwie ist es spannend, oder? Wow, Hilfe, der schon wieder. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt. Dass er mich jetzt noch getroffen hat, ey. Du. Du hast nicht mit rumbeklöckert, Alter. Was kann jetzt, wer die Steuerung spinnt? Ja, ich hab nur 2, aber... Was ist denn jetzt los? Weniger Herzen oder wie? Na klar, noch ein Herz! Alter, hey. Also das ist mir noch nie passiert. Ist doch mal, interessant. Ja, peinlich auch. Verdammt. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit, hier mich ein bisschen einzukriegen und besser zu kommentieren, wa? Alter, verdammt, was war denn das gerade für eine Chose? Seltsam. Jetzt funktioniert's wieder, ja. Ja komm, versuchen wir es vielleicht nochmal, oder? Man, so eine Schande kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen, hey. Hallo, du da oben. Ne, was willst du machen? Revanche will ich. Ja, lach da nur. Das kannst du haben, Alter, aber du bist sowas von fällig. Ja, wer's glaubt. Gut, diesmal fahre ich eine andere Schiene. Vollkommen neue Strategie, Freunde. Vollkommen neue Strategie. Du bist ein Loser! Yo. Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Heldenmodus mit nur 6 Herzen. Irgendwie was ein Problem einfach noch geschwafelt. Shield werde ich trotzdem mitnehmen und auch Tränke und Herzmedaillen, beziehungsweise Allgemeinmedaillen verwenden. Genau, da waren wir stehen geblieben. Genau. So, das wäre geklärt. Jetzt zum Arsch verbrennen? Nö. Noch nicht. Das kommt später noch. Zum anderen Problem, das ich erwähnt habe. Und zwar bin ich ja... Das Finsterhalmon ist weg. Und zwar bin ich ja ein Typ, der gerne mal ein Spiel, auch wenn er es schwieriger spielt, wie in diesem Fall oder so, gerne komplettiert, nicht wahr? Das heißt, meine Wunschvorstellung wäre, dass ich am Ende des Let's Plays im Heldenmodus in der Lage wäre, trotz allem noch alle Herzteile und Herzcontainer einzusammeln. Yo. Ist nur leider nicht ganz so einfach, wie man sich das gerade vorstellen vermag. Wieso? Das liegt vor allem an einem Grund, und zwar... Nein, es sind 2 Gründe. Zum einen mal gibt es gewisse Herzteile und leider auch einen Herzcontainer, den ich zwangsweise einsammeln müsste. Gut, also Herzteile, wenn es da mal einen gibt, den ich einsammeln müsste, weil ich sonst nicht mehr weitermachen kann oder so, dann ist es ja nicht so die Tragödie, weil von einem Herzteil habe ich ja nicht viel, oder? Erst wenn ich 4 habe, bekomme ich einen neuen Herzcontainer, und von daher behaupte ich einfach mal, wenn ich nur ein Herzteil sammle, ist das nicht gerade der Weltuntergang. Und dieses Herzteil ist das von Morsego, weil das Problem ist ja, dass wir mit 10 Juwelen der Güte bekommen wir bereits das erste Herzteil von ihm. Und ich kann das nicht irgendwie überspringen oder so, weil alle anderen, die bekomme ich dann nicht mehr. Ich meine natürlich alles andere von ihm, sprich irgendwie da die Geldbörsen-Erweiterungen, die würde ich dann nicht mehr bekommen, wenn ich das mit dem Herzteil auslassen würde. Also sprich, wenn noch gar nichts umgehen würde. Und da das für mich nicht in Frage kommt, muss ich dieses Herzteil leider einsammeln. Geht nicht anders, Freunde.
Spielen wir mich schon wieder natzen. Schon wieder! Vorhin hat es immer geklappt, also ich meine, nicht vorhin jetzt gerade direkt in dieser Folge, sondern halt die anderen Parts hindurch, ja. Und jetzt klappt es nicht mehr. Fühle ich mich ein bisschen verarscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, das Herzteil müsste ich einsammeln. Alle anderen Herzteile müsste es soweit klappen, auch das mit den Herzteilen da auf der Kürbisinsel. Hol ich halt einfach alles am Schluss, das sind ja Sidequest-mäßig, die stören nicht besonders, bekommt ja sonst nichts dazu. Aber da gibt es noch einen Herzcontainer, der macht mir Sorgen. Und zwar ist das der vom ersten Kampf gegen Girahim und dazu brauche ich eure Hilfe. Weil, wenn man ja Girahim besiegt, lässt ein Herzcontainer da, ganz normal, auch beim 8. Durchgang gegen ihn, nicht wahr? Das Problem bei diesem... Gehst du mal hoch, dankeschön. So, geht's hier irgendwie noch ab. Da vorne ist doch auch einer, oder? Versuch mal kurz was. Ja, wie gesagt, Girahim lässt nach dem ersten Fight einen Herzcontainer zurück. Ich dachte, hier wäre auch einer gewesen. Ah, da oben. Da oben war er. Da oben, da oben. Uah. Genau, Girahim lässt ja einen... so kann ich es auch versuchen, vielleicht klappt es sogar. Girahim lässt ja einen zurück, nicht wahr? Doch das Problem bei dem guten alten Girahim ist ja... Zumindest nicht bei Girahim selber, sondern bei dem Tempel. Dass wir diesen später noch einmal besuchen müssen, zwar kurz bevor wir den 4. Tempel meistern. Ups. Das war clever. Das war Einsei! Michael, du bist ein Genie! Diesmal hast du zwar die Tränen eingesammelt, aber dafür läufst du direkt in die Pfütze rein. Komm schnell jetzt raus. Wow! Wo war jetzt das nächste? Hilfe! Ja, Arschbrennen ist doch auch nie eine schlechte Idee, nicht wahr? Aber keine Panik auf die Titanic, da oben ist doch gleich einer. Zumindest war da mal einer. Yep, er ist immer noch da, Gott sei Dank, ey. Haha, ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Bäm. Ihr Loser, hey. Ja, genau. Bevor man den 4. Tempel betreten kann, muss man nochmal in den 1. Tempel zurück. Und da kommen ja dann plötzlich neue Gegner. Und jetzt meine Frage hier, und die stelle ich an euch, weil ich weiß die Antwort darauf nicht. Ist der Herzcontainer von Girahim dann weg oder kommt der nach dem Kampf gegen die neuen Bosse, sage ich jetzt mal, wieder? Weil wenn der dann weg wäre, dann kann ich am Schluss, wenn ich nachher noch alle übergebliebenen Container und Herzteile einsammle, kann ich die 20 Herzcontainer nicht mehr erreichen. Ja, es würde mich einfach, ja, es würde mich nerven. Das wäre es einfach. Deshalb wäre ich froh, wenn ihr mir noch sagen könnt, ob das wirklich so ist, ob es doch noch eine Möglichkeit gibt, an den Herzcontainer zu kommen. Andernfalls gäbe es einfach 3 Möglichkeiten. Und ist ja auch noch eins. Die erste Möglichkeit wäre, dass ich, ja, ganz normal sagen, ja, scheiß doch drauf, mach's halt trotzdem, ganz normal durch. Soll heißen halt einfach, das war auch clever. Mann, hier irgendwie klappt so überhaupt nichts mehr, wa? Oh je, oh je. Ja. Wie bereits gesagt, dass ich einfach sage, ja, ich mach's trotzdem, auch wenn ich halt den Herzcontainer nicht kriege, dann bleibt's halt bei 19 Herzen. Ist doch scheißegal. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich es dann den 6 Herzen noch nicht mache. Was ich aber eher dagegen wäre. Und ich denke mal, ihr auch. Und die dritte Variante wäre, dass ich halt, bevor ich das Spiel dann so weit abschließe, ein bisschen konzentrieren mit dem Schwingen, dem Steuern. Ja, dürfte schon klappen. Oder dürfte auch nicht. Moment mal, ich bin jetzt... Ich muss ja höher. So. Erwischt mich eigentlich hier? Ich will es lieber nicht ausprobieren, wa? Nö, kein Bedarf, kein Bedarf. Juhu, juhu. Ja, wie bereits gesagt, die dritte Variante wäre einfach diejenige, dass ich... Ganz toll gemacht, Michael. Dass ich mir halt, bevor ich das Spiel beende, halt das Ganze nochmal auf einen anderen Spielstand neu starten, Heldenmodus. Und dort halt den Herzcontainer einsammle. Das heißt, für euch wird sich nichts ändern. Für euch habe ich weiterhin bis zum Schluss nur mit 3 Herzen gespielt. 3 Herzen sage ich schon, nur mit 6 Herzen gespielt. Aber ich hätte halt die restlichen Herzcontainer und Herzteile halt nochmals sammeln müssen. Beziehungsweise halt von einem anderen Spielstand, auf einen neuen. Und hätten wir trotzdem alle 20 zusammen, auch wenn es mich ein bisschen angurken würde, deswegen das Ganze nochmal neu spielen zu müssen. So. Ja, wie bereits gesagt, ich wäre froh, wenn ihr mir da helfen könntet.
Vor allem diesbezüglich, ist der Herzcontainer von Ghirahim nachher wieder da oder bleibt er verschwunden oder was macht er mit ihm? Frisst er ihn irgendwie auf? Was weiß ich. Da wäre ich euch sehr verbunden dafür. So. Angst genug gequatscht hier, oder? Wir haben soweit... Oh verdammt, ich weiß welchen. Ich habe ein paar vergessen. Gibt's sie wohl nicht, gibt's sie wohl nicht. Aber es leider wahr. Ja gut, was soll's. Was soll ich rein... Man kann sagen, wieso geht's nicht weiter? Die Steuerung irgendwie, die spinnt wieder. Fragt mich nicht, wieso. Ich weiß es echt nicht. Gut, die Batterie ist langsam down, haben wir ja gesehen hier. Aber trotzdem noch 2 Striche, das müssen noch reichen. Seltsam. Ist echt ein bisschen crazy. Gut, gut. Ja, dann freue ich mich, wie gesagt, auf eure Kommentare bezüglich Ghirahim, ob sein Herzcontainer da bleibt oder ob der verschwindet. Und dann kann auch schon am 4. Juli dann der Heldenmodus starten. Jetzt plötzlich ist er da. Da habe ich ihn vorher übersehen. Seltsam. Ja, und ich freue mich auch schon wie verrückt auf den Heldenmodus, weil im Heldenmodus gibt es ja auch noch ein paar besondere Regeln. Die erzähle ich jetzt gleich mal. Zum einen machen die Gegner mehr Schaden. Heißt, um genau zu sein, doppelt so viel wie früher. Daher eine besondere Herausforderung, da nur mit 6 Herzen durchzumarschieren. Vor allem dann später noch für diejenigen, die es ohne Schild und halt ohne Tränke, ohne Medaillen und so weiter machen. Man sind wirklich auf die 6 Herzen angewiesen, die sie von Anfang haben. Außer natürlich auf die Stühle noch. Noch einen verpasst hier hinten. Da hat es halt noch einen gehabt. Aber ne, so viel erzähle ich nicht mehr. Ich habe ja bald alle. Und ja, dann denke ich mal, ich freue mich, ihr freut euch. Und dann kann ich mich wieder mal ein bisschen mehr hier aufs Spiel konzentrieren. Hey, ich habe nur noch 2 Blätter, das wird langsam krass. Obwohl, da vorne hat es noch gleich einen. Der Toll läuft in die falsche Richtung. Ich war mal spannend wie nichts, wa? Zu spät. Wir haben ihn, wir haben ihn. Das könnt ihr vergessen, Mann. Keiner hat mich hier, kapiert? Na, wer will sie mir aufnehmen, hä? Zu spät. Wait mal schnell. Den wollte ich noch. Wo ist noch einer? Genau, einer ist da hinten und einer da oben. Perfekt. Ich habe alles noch ungefähr im Blick. Im Blickwinkel, um genau zu sein. Wow, Hilfe, da ist auch schon einer. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Nö, ihr seht mich nicht. Hab ich gerade gesagt, ihr seht mich nicht? Irgendwie sind die heute schwer vom Kapisch, habe ich das Gefühl. Alter, da kommt auch schon wieder einer. Du. Wow! Alter! Und da ist der letzte. Ja, ich mach's jetzt mal spannend, hey, wa? Das Prüfung ist noch nicht vorbei, ich bin bis zum Ausgang. Ja. Immer dieser Ausgang. Kommen wir jetzt am schnellsten runter? Feurio! Nee. Besser nicht. Geronimo! Ach du Scheiße, ich laufe direkt rein. Ja, seid ihr mal eine Glanzleistung, ja? Lass mich ran, da kommt gleich der nächste entgegen. Ja, ich weiß, ich hab's gerade übersehen, das Finsterhalbmond, aber ich habe keine Zeit dafür. Ende. Yeah, Mann, 10 Minuten. Gott, bist du scheiße. Ich weiß. Aber unterhaltsam war's trotzdem, oder? Oh je, oh je. Gut, dass du es in einem Stück zurückgeschafft hast. Also insgesamt 10, 12 gebraucht. Mann, bist du scheiße, hey. Nächster Versuch? Nee, die gibt's nicht. Wir probieren, Mann. Ja, vor 6 Minuten. Ja, das ist machbar. Dafür gibt's einen Preis, Mann. 50 Rubine. Komm schon, nimm sie. Wie sieht's aus, Mike? Willst du noch weitere Seiten? Nö. Du bist ein Langweiler, Mann. Wieso willst du nicht? Ganz einfach, Leute. Weil wir uns die 4 Seiren für den Heldenmodus aufsparen. Und gleichzeitig auch den Bosskampf, sprich alle Kämpfe für den Heldenmodus. Weil es gibt noch ein etwas anderes Besonderes im Heldenmodus.
Denn hier im Bosskampf könnt ihr insgesamt gegen 11 Gegner kämpfen. Ohne den Todbringer, ganz genau, ohne ihn. Aber im Heldenmodus könnt ihr auch gegen ihn fighten. Oh yes. Und der Heldenmodus wird sowieso ein bisschen pikanter im Heldenmodus. Nein, der Bosskampf im Heldenmodus wird ein bisschen pikanter. Weil ihr da, das ist ja hier auch so, könnt ihr keine Items tragen, außer Schild und Schwert, nicht wahr? Mhm. Und im Heldenmodus gibt es ja keine Herzen. Und was macht ihr ohne Herzmedaillen und ohne Herzen da? Ganz genau, ihr müsst in diesem Fall, beziehungsweise in meinem Fall, mit 6 Herzen alle 12 Gegner platt machen. Wenn ich 12 Gegner meine ich auch Giwahims Armee noch. Oh ja, es wird eine besondere Herausforderung werden, es wird sicher auch sehr viel Spaß machen. Und ich freue mich schon. Was auch noch besonders ist im Heldenmodus, da kann ich jetzt schon zeigen, ist der hier. Ihr seht schon, Himmelstrahl lädt sich ja ganz normal schnell auf, oder? Wie gewöhnlich fürs Master-Schwert. Im Heldenmodus ist es so, dass unser Schwert, in dem Fall das göttliche Schwert oder das Schwert der Göttin, von Anfang an diese Power hat. Das heißt, von Anfang an wird er sich so schnell aufladen. Und sobald wir dann im Heldenmodus das Master-Schwert haben, oh yes, wird es sogar noch viel stärker sein, beziehungsweise wird sich noch schneller aufladen. Das heißt dann, innerhalb von einer Millisekunde, also ihr könnt es hochstrecken und, funktioniert echt nicht mehr, die Steuerung ist im Arsch. Hochstrecken und bang, schon der ist aufgeladen. Hochstrecken, aufgeladen. So schnell geht es. Oh yes. Jetzt wisst ihr auch, wieso ich hier nochmal schnell in den Siren zurückgegangen bin. Wegen dem Finsterhalbmond. Wow, 17 Stück, jetzt habe ich aber echt viel. Denn mit diesen kann ich jetzt endlich auch die Waffen von Anfang an im Heldenmodus upgraden. Ich habe ja schon mal erwähnt, im Heldenmodus werden alle die gesamte Sammlung wird vollständig übertragen auf den neuen Spielstand. Oh yes. Also dann, jetzt spare ich ab. Ich werde auch noch schnell den Verbannten erledigen. Den Todbringer meine ich. Und dann dauert es auch schon nicht mehr lange. Bis zum 4. Juli. Und dann bis zum Heldenmodus. Ich hoffe, ihr freut euch. Mich freut es auch. Und ich hoffe, auch der Part hat euch, beziehungsweise die Folge Z hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im Heldenmodus wieder. Vielen Dank fürs Kommentieren noch bezüglich Giveaway und so. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao zusammen. Juhu.